Alter, ey, die Alte hat ja mehr Haare auf den Zähnen als Einstein am ganzen Körper. Ist ja nicht zu glauben, wa? Ja, und somit willkommen zurück zu... Ganz genau, zurück... Den ganzen Tag Zeit. Zurück in die Zukunft. Oder wohl eher zurück zu Part, was? Ach, junger Mann, ich habe bald keine Geduld mehr. Ja, den Satz hören wir heute auch nicht zum ersten Mal, wa? Alte Schreckschraube. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist das? Lass mal sehen. Ja, wisst ihr was, Leute? Ich schmeiße das Teil einfach in den Kopf. Achtung, fertig und hui! Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups! Bleib da! Bleib da! Diese Kreatur muss draußen bleiben. Tut mir leid, Einstein. Was war denn das für eine Szene, hey? Erstens war Marty so ein... Ja, so ein Feigling und hat einen Schuh nicht draufgeworfen und... Ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen. Aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdies. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Ja, wo aber? Hier da! Mach die Zigaretten aus! Und die Alte geht ihrem Hobby nach. Ja, jetzt hat er doch knapp vergessen, was ich vorhin sagen wollte. Dass die mir aber auch dauernd reinquatschen müssen. Ist aber nicht zu fassen. Ach ja, stimmt, genau. Ja, lustige Szene war, Marty wollte ihr den Schuh nicht an den Kopf werfen und dann steht er da mit dem ausgestreckten Arm mit Schuh, oder? Wie bestellt, nicht abgeholt. Also, ja, hat schon was Wahres. Ja, hinsetzen. Marty, setz dich mal da oben hin, das dürfte da passen. Fass die nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Ich lass nicht zu, dass ein herangelaufener Knabe sie mit Marmeladenfingern beschmiert. Der Alter hat die eine Stimme drauf. Da kann ich nur lachen, ja. Nee, alle Damen sollte man nicht auslachen, aber die hat es definitiv verdient. Was ist das überhaupt für eine Schreckschraube? Na egal. Was ist denn das hier? die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Jo, da könntest du recht haben, Marty. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Tja, alte Leute frieren halt gerne mal. Das ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Fass nichts an. Schon zu spät. Alte Schreckschraube. Ich hoffe mal für ihren nicht existierenden Mann, dass sie nicht verheiratet ist, weil sonst... ja. Der wird mir leid tun. Egal. Ist nicht unser Problem. Ich gehe wieder, ja. Tschüss. Ich kann jetzt nicht gehen. Miss Strickland ist meine einzige Hoffnung, Doc zu finden. Ja, ist ja schon gut, Marty. Die Frage ist los, wohin gehe ich? Seltsam. Das Wasser kocht immer noch nicht. Ah, alles Watcher, Marty. Ich hab deinen Trick durchschaut. Nö, hab ich nicht, aber ich wollte es nochmal sagen. Also gut, ich dachte eigentlich, könnte heimlich verschwinden, das ging aber irgendwie nicht. Das heißt, sie musste auch nie weg. Miss Strickland, wegen Ihrem Tee. Sie haben vergessen... Das
wird mit einem U geschrieben, du ungebildeter Schmierfink. Was ist denn mit der los, ey? Hat die zu wenig Hobbys oder wie? Ja, ich glaube, der fehlt unbedingt den Mann, hey, der sie mal so richtig... Ja, ja, wisst schon, was ich meine. Ja. Alte Schreckschraube. Okay, ich mache ein bisschen Zeit. Marty, übernimm das mal für mich. Das ist das Pfeifen. Ich erkoche das Wasser jetzt. Ja, wer's glaubt. Als ob kaltes Wasser kochen könnte. Bilder, Bilder. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Was war das denn? Im Arsch, ja. Gar nichts. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Das war doch gar Was nicht... war das denn? Gar nichts. Ich wollte doch ein anderes Bild. Marty, ich habe nicht so viel Zeit. Mach mal hin, du. Die kommt sicher gleich wieder. Was ist denn hier oben noch? Seht mich nicht so an. Es liegt an diesem billigen ausländischen Teekessel. Aber finde heutzutage mal einen amerikanischen... Ach, Ja, als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte. Jetzt auch noch einen amerikanischen Teekessel finden. Ja, das das ist das Pfeifen. Ich erkoche das Wasser jetzt. Und da geht's wieder voran mit ihrem Fett, ja, ihr wisst schon. Irgendwas von Arschwasser auf jeden Fall. Ihr Fernglas vielleicht? Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen. Toll, und was bringt das jetzt, Marty? Das ist aber stark. Ich kann Biff sehen, wie er in die Videothek geht. Pff, du glaubst nicht, was für einen Schund sich der Junge ansieht. Er ist ein außer Kontrolle geratener Hedonist, genau wie sein Vater. Wenn es hier einen Hinweis gibt, wo ich Doc finden kann, scheine ich ihn nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo ich zu suchen beginnen soll. Die Alte ist eine Spannerin. Oh mein Gott, wieso habe ich das nicht vorher bemerkt? Marty, der sieht zugekifft aus bis oben hin, das ist einfach nicht zu glauben. Ja, Hinweise, Vielleicht hat Miss Strickland Informationen, die bei deiner Suche helfen können. Ja, nee, was nicht sagst. Ich dachte schon, ich könnte mit ihr ein bisschen Tee trinken und ein paar Plätzchen essen und mich dabei vergiften lassen. Ja, das Fotozeug wohl besser nicht. Das Notizbuch wäre auch nicht so gut. Das Tonbandgerät. Ich schmeiß in den Kopf. Ich möchte das jetzt nicht aufnehmen. Ja, dann Stauze, Marty. Musst du ja auch nicht. Trotzdem frage ich mich, wo gehe ich jetzt? Das Bild da oben, geht das vielleicht? Ich dachte echt, es wäre was mit den Bildern. Und mir rennt die Zeit wieder mal davon. Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Ja, das erklärt, wieso er nicht verheiratet ist. Man soll ja eigentlich nie was über... Ja, egal. Marshall Strickland. Mein Großvater. Er wurde vor über 100 Jahren von Mad Dog Tannen erschossen. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Aha, von dem spricht er, genau. Er spricht vom dritten Film. Ja, naja. Haben wir wohl doch mehr aus den Fugen gebracht als ursprünglich gedacht, was, Marty? Tja, Zeitreise, nicht so unser Ding. Das Bild haben wir auch schon gesehen da oben. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Im After. Genau. Im Afterline, das alte nein, so nicht. Ja, toll. Mann, wir gehen halt von Ideen aus, vor allem der Gesprächsstoff. Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht. Ja? Spannerin und Schreierin, die wird sicher das ganze Jahr voll ausgebucht sein. Wann haben sie ihren Schuh verloren? Was mit den ganzen Zeitungen? Fernglas. Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag Wichtigtuer. Aber Oh gut, lass mich nachdenken.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Du nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Kein Kommentar. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Das ist so lange her, falls du nach schwarz gebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Ha? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Tja, dann hoffe ich mal, dass sie sich richtig erinnert. Was ich irgendwie bezweifle, aber naja. Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht wurde. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Wie alt ist denn dieser Drache, hey? Ja. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Lieutenant! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Tja, man kann sagen, was man will, aber die Alte hat's drauf. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Ja, ich tu's Marty gleich und schüttle nur den Kopf, ey. Also unterhaltsam ist das Spiel ja, muss ich schon sagen. Okay, zur Videothek. Stört es Sie, wenn ich kurz rausgehe? Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein Video zurückgeben muss. Musst du gehen? Ich bekomme in letzter Zeit so wenig Besuch. Aber- Und ich würde ungern meinem Bruder, deinem Vizerektor, der für Disziplin zuständig ist, erzählen, wie unhöflich du warst. Besonders so kurz vor dem Schulabschluss. Jetzt erpresst die Alte mich auch noch. Ey, die ist ja mit allem Wassern gewaschen. Nicht mit allem Waschen gewassern. Okay, mir reicht's. Das ist das Pfeifen. Ich erkoche das Wasser jetzt. Ja, in deinem Schädel, Oma. In deinem Schädel. Das Wasser jetzt kocht. Das Pfeifen. Ja, besorgt ein besseres Hörgerät. Und Dann tschüss. stecke ich hier wohl erstmal fest. Marty, ja, du bist doch... Marty. Alter. Seht mich nicht so an. Ja, sorry, aber du hättest doch gerade verschwinden können. Ach, Marty, also manchmal bist du als echt eine Ich Meckfliege. werde in einem Beschwerdebrief deutliche Worte finden. Die kann schreiben? Ja. Okay, kann ich vielleicht wirklich noch den Heizkessel Der Tee wird aufsetzen? niemals fertig. Ja, Marty. Also manchmal stresst er mich echt mal. Okay, ich kann mir nicht so einfach weg. Ich muss was finden. Entschuldigen Sie, Miss Strickland.
Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Ja, Haben Sie eine natürlich. Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Ach du Scheiße. Bei der Menge an Zeitungen, na Prost Mahlzeit, ey. Bis wir die alle durch haben, sind wir so alt wie die alte Schrapnelle selbst. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Das wird was Neues bringen. Lassen Sie sich nicht Okidoki. von mir aufhalten. Tja, Martin, da bleibt dir nur eins. Die Zeitung zu durchsuchen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie nicht anfassen. Ja, aber... das... Ist hier irgendwo ein Stock oder sowas, als ich hier über den Schädel ziehen kann? Dann stecke ich hier wohl erstmal fest. Ja, was du nicht sagst, ey. Inventar, Inventar. Was habe ich denn da? So, das gute alte Notizbuch vom guten alten Doc. Ich glaube, den hebe ich lieber für Doc auf. Du sollst sie auch über den Schädel ziehen, Mann! Über den Schädel ziehen, Alter! Ja. Dann spielst du sie halt mal vor. Nein. Nein! Ja. Was während der Prohibition verloren als eine illegale Bar brannte? Was ist dort vorgefallen? Ja, genau das wollte ich eigentlich rausfinden. Liebe alte Hinweiskiste. Erlegen bitte. Nö. Ja. Beenden, geht's jetzt vielleicht? Ah, geht doch. Gut. Meine Nase juckt schon wieder, darf wohl nicht wahr sein. Der Schuh! Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die illegale Bar abgebrannt? Ja Mensch, lies es doch nach! Hey! Willst du mich verarschen, Alter? Hab ich was hier übersehen, oder wie? Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie nicht anfassen. Jetzt reicht's mir aber endgültig. Letzter Trick noch. Dann ist meine Trickkiste langsam leer. Das ist das... Nein, das sind nicht das Pfeifen. So Leute, aber das mit dem Gepfeife gehen wir langsam sicher auf die Schaltkreise. Marty, jetzt sucht den Haufen gefälligst. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Nettes Bild. Beeil dich mal, Alter. Marty! Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, da ist Doc nicht gelandet. Einstein hat mir den Schuh gebracht und Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ich brauche zumindest das Jahr. Ja, das wäre nicht übel. Firma kündigt Pläne für Lone Pine Mall an. Peabody Ranch muss dem Bauvorhaben weichen. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Hat was, Marty, hat was. Tja, Leute, Geschichtsstunde mit Zurück in die Zukunft. Besser als jeder Geschichtsunterricht, würde ich mal behaupten. Clint Eastwood stürzt mit Zug in den Tod. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. So, jetzt reicht's mir aber langsam, ey. Mir gehen langsam die Ideen aus, Leute. Miss Strickland? Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich... Weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Tja, Freunde, mir geht echt langsam die Ideen aus. Ja. Herumsuchen bringt also auch nichts. Abhauen können wir irgendwie auch nicht. Etwas suche ich jetzt noch. Das Pfeifen! Und schon pfeift sie sich davon, die alte Pfeife.
So, Marty, jetzt aber auf die Schnelle, wenn ich bitten darf. 28. Oktober 1985. Schießerei in Mall. Behörden stehen vor einem Rätsel. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach... Ja, wissen wir. 28. Oktober 1985. Schießerei in Mall. Behörden stehen vor einem Rätsel. Marty, du wiederholst dich. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Ja, Freunde, und so geht die endlose Suche weiter. Wisst ihr was? Ich hau ab. Dann stecke ich hier wohl erstmal fest. Nö. Der höfliche Gast hält sich von der Küche fern, Mr. McFly. Ja, Mr. McFlieger, als ob ich höflich wäre. Habe ich irgendeine Zeitung übersehen oder so? Die alte Schreckschreiber kehrt zurück. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich werde hier... Was mache ich eigentlich? Ja, vielleicht offscreen hier nochmal schnell gucken. Vielleicht finde ich doch noch irgendwo was. Und sonst muss ich dann halt mal im nächsten Part sonst wie wo schauen, nicht wahr? Die Bilder kann ich auch nicht anklicken. Ja, mir gehen langsam aber sicher die Ideen aus. Aber wisst ihr was? Das werden wir halt im nächsten Part weiter erforschen. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, ich weiß. Aber ich hoffe zumindest, dass euch die Sprüche von Marty McFly und auch der alten Schrapnelle ein bisschen... ja, trotz allem unterhalten werden. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Zurück in die Zukunft oder wohl eher zurück zu Edna. Ja, Marty sieht auch schon gelangweilt aus, nicht mehr bekifft, aber langweilig. Marty, du hast recht, aber halt die Klappe. Er sagt ja sowieso nichts. Also, bis dann. Ciao zusammen.